Von da an hatte er noch mehr Arbeit als vorher. Vom Geld, das er von Patras mitgebracht hat, hat er ein Haus bauen für die Menschen, die kein Zuhause mehr hatten. Dort konnten sie leben, arbeiten und Geld verdienen. Später hat er dann noch ein Haus bauen, eins für Kinder, die keine Eltern hatten. Die Menschen in Myra haben gesagt, der Samichlaus ist ein guter Mann. Einmal ist in der Stadt eine grosse Hungersnot ausgebrochen. Die Sonne hat vom Himmel herabgebrannt. Die Felder und die Wiesen sind verdorrt. Die Vorräte waren aufgebraucht. Die Menschen sind mit dreckigen und kaputten Kleidern in ihren Häusern oder auf den Plätzen in der Stadt gehockt und haben nichts mehr machen. Kein Lüftchen hat geweht. Da ist plötzlich in der Stadt Myra die Nachricht verbreitet worden, dass 3 Schiffe, die am Kaiser von Konstantinopel gehören, voll beladen mit Weizen im Hafen eingelaufen sind. Als der Bischof Samichlaus das gehört hat, ist er zum Hafen gegangen und hat die Seeleute darum gebeten, ihm 100 Mass Weizen von jedem Schiff zu geben, für die Leute, die Hunger haben. Die Männer wollten nicht, weil sie Angst vor dem Kaiser. Kein einziges Körnchen darf da fehlen. Es ist alles abgemessen und gehört ihm, haben sie gerufen. Da hat der Bischof Samichlaus mit strenger Stimme zu ihnen gesagt, der Kaiser bekommt keinen Schaden. Macht einfach, was ich euch sage und vertraut Gott. Die Männer waren still. Dann haben sie alles gemacht, was ihnen der Samichlaus gesagt hat. Der Samichlaus selber hat das Korn an alle, die nichts zu essen hatten, verteilt. Sei es in der Stadt oder auf dem Land. Die 3 Schiffe sind natürlich weitergefahren. Als sie an ihrem Ziel angekommen sind und das Getreide für die Vorräte vom Kaiser im Hafen abgemessen wurde, hat kein einziges Körnchen gefehlt. Auf das aber haben sich alle gefreut. Die Menschen haben Gott gepriesen und der Bischof Samichlaus. In vielen Ländern ist berichtet worden von dem Wunder, das in der Stadt Myra passiert ist. Der Samichlaus ist am 6. Dezember im Alter von 65 Jahren gestorben. Auch nach seinem Tod sind noch Wunder passiert. Einmal ist ein Schiff in einen fürchterlichen Sturm geraten. Die Wellen sind vom Wind wie wild gegen den Bug geschmettert worden und es ist sogar ein Segel kaputt gegangen. Die Seeleute hatten grosse Angst und haben dem Samichlaus gerufen, er soll ihnen helfen. «Heiliger Samichlaus!» haben sie gegen den Sturm gemögt. «Du hast schon so vielen Leuten in Not geholfen, bitte rett uns!» Da war der Sturm auf der Stelle nicht mehr so schlimm und der Samichlaus ist in seinem Bischofsgewand erschienen. Wie selbstverständlich hat er die Steuer vom Schiff übernommen. Das wilde Meer hat sich beruhigt und ein grosser Regenbogen war am Himmel zu sehen. Er ist vom Meer zum Land gegangen. Wo das Schiff sicher im Hafen eingefahren war, ist der Samichlaus verschwunden. Dankbar sind die Seeleute sofort in die Kirche und haben dem Samichlaus für ihre Rettung Merci gesagt. Da haben sie seine Stimme gehört. Nicht ich, sondern euer Glauben und Gottes Gnade hat euch geholfen. Bis heute haben die Menschen nicht aufgehört, dem heiligen Samichlaus zu rufen, wenn sie in Not sind. Sie verehren ihn und sie erzählen einander seine guten Taten weiter.